Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wir sind jetzt gerade vom Strassenverkehrsamt auf dem Retourweg. Und ja, wir sind jetzt doch schon etwa 1,5 Stunden am Üben gewesen. Also mit Kurvenfahren üben, normal Strassenfahren üben und Strassenverkehrsamt jetzt. Und wir haben jetzt gesagt, wir gehen zurück, weil es sind immer mehr Leute gekommen, erstens einmal. Es sind sehr viele Leute wieder da gewesen, am Üben, aber auch zudem, dass es irgendwie ein bisschen chaotisch war. Es hat nicht jeder, es ist ein bisschen rumgefahren gewesen, ohne dass man geschaut hat. Ich muss aber sagen, die Parkour sind auch nicht so lustig gestrickt. Man könnte es anders machen, dass man mehr Platz hat, dass man weiss, wo man muss durchfahren muss, sozusagen, zum rauskommen. Also es geht so auch, ich habe mich damit abgefunden, ich weiss, wie man jetzt fahren muss. Aber gleich, oder? Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt. Und ich habe mir auch so gesagt, du, ich schaffe es, das wegen der Kälte. Oh, wie sollte das sein, wenn ich dann Ende Monat die Prüfung habe, dann wird es ja nicht wärmer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich nur, also an der Hand habe ich richtig kalt. An der Hand habe ich wirklich kalt. Und so, dass es ein das Gefühl ist, so wie die Hände eingefroren wären. So, also wie man es schlecht kann bewegen, oder? Ein bisschen so das Gefühl. Und ja, aber sonst habe ich absolut nicht. Also es ist gerade angenehm Temperatur für mich, so früher jetzt nicht wirklich. Und genau. So viel zu dem nur, wie ich gesagt habe, weil ich mir selber gedacht habe, du schaffst es und du schaffst es, aber eigentlich habe ich ja nicht wirklich kalt. Also es funktioniert ja eigentlich schon. Und es ist ja nicht, dass jetzt der Boden mit Eis voll ist oder irgendwie. Ja. Nein, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Es gibt so eine Strecke, wo man mit Üben fahren und runterfahren, weil das auch eine Prüfungsstrecke kann sein. Die ist verdammt schwer. Also es ist zwar sehr gut, weil du lernst extrem gut dort, die Kurvenfahrer dürfen im Griff zu haben, an Blicktechnik und alles. Aber es ist wirklich schwer und runter finde ich es noch schwerer. Aber ich habe mir halt, du musst halt so runterfahren in einer guten Geschwindigkeit. Du musst halt immer den TÜV auf Zug haben, das heisst, er wird nicht langsamer. Also das heisst, er bleibt auf Zug, der TÜV kippt nicht um, aber Schlussfolgerung für mich, der TÜV wird nicht langsamer. Oder? Und in der Kurve darfst du nicht bremsen. Aber man darf ja sonst schon bremsen. Ich meine, man muss ja bremsen. Sonst würde ich ja am Schluss im Kurven mit dem 60er oder dem 70er ziehen. Das geht ja sowieso nicht. Also man muss halt runterbremsen. Ich muss das noch ein paar Mal üben. Man muss halt runterbremsen. Aber man muss halt, wenn es gerade ist, bremsen und nicht in der Kurve rein oder kurz bevor die Kurve kommt, oder? Und man nimmt halt einen kleineren Gang, weil dann rollt er nicht so schnell, dann hast du auch mit Durchbremsen. Also das ist für mich ein bisschen das Schwierige aktuell noch. Und in der Stadt kann es einfach sein, dass ich irgendwie, also ich kann fahren, es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie umgehe oder dass ich irgendjemand reinfahre oder so, aber es kann natürlich, dass man vielleicht die Spur ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts, dass ich halt über die Duldig reinfahre oder dass ich ein Rechtsvortritt ist, wo ich nicht dran denke. Oder. Genau, da bin ich auch extrem viel da, an der Kreuzstraße extrem viel geübt. Wir sind eigentlich nur da geübt, weil da eigentlich so gut wie nie jemand ist. Oder? Ah, da ist jetzt die Fahrschule dort noch gestanden. Weil da so gut wie nie jemand ist. Aber das Problem ist, wenn du da am Strassenverkehrsamt lernst, zuerst da oder sonst irgendwo selber deinen Parkour steckst, auch wenn du den richtig steckst, auch wenn du richtig wie sagt man, abmessen und alles. Das Problem ist, beim Strassenverkehrsamt dort geht es vielleicht ein bisschen hoch oder es hat Randsteine auf der Seite, dass es eng wird zum Durchfahren und es ist halt einfach ein anderer Parkour. Und das war bei mir ein bisschen das Problem gewesen, dass ich halt den Parkour nicht gekannt habe, nicht mehr gewusst habe, wie fahren. Logisch hat er es gesagt, wie man muss fahren. Das hat nicht gesagt, da losfahren irgendwie. Aber ich habe natürlich absolut nicht gewusst, wie ich muss fahren. Oder? Das war ein bisschen der Scheiß, dass ich halt das Zeug nicht gekannt habe. Oder? Aber jetzt funktioniert es.
Das Ding ist einfach so, entweder für mich ist Spurgas immer noch ein bisschen Glückssache. Beziehungsweise nicht unbedingt Glückssache, sondern mehr noch so ein bisschen, entweder muss es ein Aufwärmen sein, dass man ein bisschen das in den Griff hat, oder man muss schon von Anfang an mit dem Kopf dabei sein und sagen, du, volle Konzentration, geradeaus schauen, mit dem Arsch balancieren und. Also ich weiss nicht, an was es genau liegt, aber die Spurgas ist meistens ein bisschen schwieriger. Der Rest kannst du das Ärmel schütteln, das funktioniert tiptop, aber die Spurgas ist, finde ich, noch ein bisschen schwierig. Genau. Ja, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen, das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.